Auch Goku und seine Freunde dürfen neben der ganzen Power mit Zelda, Link und Fine natürlich nicht zu kurz kommen. Mit diesen Worten begrüße ich euch zurück zu Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Hallo Leute, na wie geht's euch so? Tja, in den letzten Parts haben wir die Kämpfe gegen unter anderem Metallcooler und auch gegen Broly bestritten. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass es mit der Storyline weitergeht. Sprich, jetzt sind wir in der Buu-Saga. Bin ja schon mal gespannt. Okay, Babidis Versteck. Heißt es jetzt, wir sehen Babidi auch oder wird das Ganze da geschnitten? Oh mein Gott. Okay, mal kurz schauen. Goku und die anderen finden Babidis Raumschiff unter der Erde. In diesem Moment steht Majin Buu, den sogar der Kaioshin fürchtet, kurz davor, durch den bösen Zauberer Babidi wiederbelebt zu werden. Ja, jetzt müssen sich natürlich bei den Zuschauern, die Dragon Ball nicht so kennen, stellt sich natürlich die Frage, wer ist der Kaioshin? Aber natürlich wird diese Frage durch die Story hier offenbar nicht beantwortet. Mann, nee. Majin Buu benötigt die Absorption gewaltiger, reiner Energie zur Erweckung. Der Zauberer Babidi versucht diese Energie zu erlangen, indem er Vegeta kontrolliert und ihm gegen Goku kämpfen lässt. Doch Vegeta kann nicht vollständig kontrolliert werden und zerstört das Stadium des Weltkampfs. Um Goku so zu einem Kampf anzustacheln, der ein für alle Mal beweisen soll, wer der Stärkere ist. Okay, kommen wir gleich zur, könnte man sagen, Hauptattraktion, oder? Dem Kampf zwischen Goku und Vegeta. Fokus wird ihn in einen Ort teleportiert, in dem es keine unschuldigen Menschen gibt und ein epischer Kampf zwischen den Saiyajins beginnt. Ja, jetzt haben wir unter anderem nicht gesehen, wie zum Beispiel im Turnier Trunks gegen Son Goten angetreten ist. Ja, und im Turnier später auch noch die beiden Kinder gegen C18 zum Beispiel. Und ja, sowieso die ganze Show. Es wird hier so viel weggelassen. Hey, meine Fresse. Okay, da ist Babidi links. Rechts sind die beiden Typen, die Gohans zweifache Super Saiyan Energie geklaut haben. Okay. Der Kampf zwischen Majin Vegeta gegen Super Saiyan 2 Goku kann offenbar beginnen. Hoffe ich doch zumindest. Wieso ruckelt es hier gerade so? Stand da wirklich, ich lasse nicht zu, dass du mir wehtust? Ach du Scheiße. Was ist denn das für eine Übersetzung? Oh mein Gott, sie haben Sterben drin gelassen, hey. Ich kann es nicht fassen, hey. Dass sie überhaupt heutzutage noch dürfen, ist doch... Wow! Okay, ich spiele Goku, auch nicht übel. Oh. Ja, wieso eigentlich nicht, wa? Scheiße, Leute, ich hab's irgendwie verlernt. Nebst der ganzen Zelda-Power und so. Autsch, das tut doch weh. Ja, natürlich, wieso? Dieser Hämmer überhaupt hat die Knöpfe, bringt doch eh nix. Ich hab gar kein Ki. Immer schon im Rücken. Ja, aber sonst geht's noch, oder? Ey Leute, ich kann nichts tun. Hallo. Bäm. Eieiei, und der Anzug ist ihm noch heil. Dem Schneider kannst du gratulieren, Goku. Mann, was ist denn jetzt los? Ey, ich habe doch hier nicht auf schwer eingestellt, was soll der Mist? Da kann ich schon wieder. Okay, ist das etwa der erste Kampf, der zu 0 ausgeht, und zwar zu meinen Ungunsten? Darf wohl nicht wahr sein. Ich mir eins lass nachher, du schickst noch... Jetzt reicht's aber. Hey, ich kann gar nichts machen. Okay. Also entweder lasse ich mir jetzt auf die Schnelle was einfallen oder ich gehe hier hops. So, jetzt reicht's mir aber. Ja, glaubst du eigentlich, wer ich bin, hä? Und schon bin ich wieder im Geschäft, Leute. So schnell kann das gehen. Oh. Goku eine neue Animation, auch nicht übel. Nach jedem 100. Kampf etwa, oder sagen wir jetzt mal nach jeder Transformation etwas neu. Was ist denn jetzt los? Es ruckelt hier wie bekloppt, das darf wohl nicht wahr sein. Okay, Vegeta, ich hab dich unterschätzt, ich geb's zu, aber damit ist jetzt endgültig Schluss hier. Ja, aber nicht lang, ich weiche gleich aus. So, jetzt etwa, geht doch. Scheiße, war zu früh! Zu spät natürlich, nicht zu früh. Okay, ich hab sie noch gearscht. Leute, ich gehe ja drauf, das darf wohl nicht wahr sein. Der kürzeste Kampf aller Zeiten. Okay, die kommen jetzt nicht übel, aber jetzt kann ich doch hoffentlich wehren. Geht doch abfangen!
Du bist stärker als ich, hä? Was muss ich eigentlich tun? Welchen Knopf muss ich drücken? Hallo? Das kann ich doch gar nicht! Oh. Alter, mein armer Finger! Scheiße, ich bin out auf Kampfbooster! Da will ich wahr sein! Scheiße! Okay, es ist ein beinahe Kampf! Sowas hatte ich mir aber nicht vorgestellt, hey! Meine Fresse, langen die zu? Das ist noch nicht zu glauben! Okay, ich brauche dringend Energy! Go, mach was! Nein, nein, nicht schon wieder! Jetzt reicht's mir aber. Geht doch. Ich falle vielleicht zweimal auf den gleichen Trick, aber doch nicht dreimal. So, jetzt bist du am Arsch, ey. Jetzt lang ich zu, dass die Fetzen fliegen. Du hast voll vergessen, dass ich schon im roten Bereich bin, hä? Jetzt kriegst du was auf die Schnauze. Ich sag nur, Ultimate Attack. Kuckuck. Okay, Vegeta führt gerade Selbstgespräche, weil hören können wir ihn sowieso nicht. Wir sind gerade irgendwie beschäftigt damit, ihm die Schnauze einzuschlagen. Und tschüss, Mann. Ultimate Attack! Ja, der ausweicht, dann fresst einen Besen. Ohne Senfen, ohne zu murren. Alter, das war's. Gott sei Dank, ey. Ich war schon im roten Bereich, der hat mich sowas von platt gemacht in der Anfangsphase. Ja, wegen eures dämlichen Kampfs ist Bu erwacht. Mann, ihr seid hier Spaßbremsen. Was hat eine Trophäe verdient? Was Abfangschüler? Ach so. Oh Mann, Vegeta will eben noch weiter kämpfen, obwohl er doch schon verloren hat. Menschenskind. Natürlich, der totale Egoist mal wieder. Du Ego! Vegeta und Seele? Da hast du deine Seele, ey. Goku ist tot? Nee, Moment mal, das geht gar nicht. Der ist bereits tot. Na, guck mal einer an. Vegeta hat auch so etwas wie ein Herz. Ist denn das zu fassen? Er will sich alleine um Majin Buu kümmern. Okay. Okay. Wow. Sorry Leute, aber ich muss ihm noch etwas in dem Kampf erholen. Hey, meine Fresse, hat er zugeschlagen. Alter Falter. So, wie sieht's aus? Kann jetzt der Kampf gegen oder wird das wieder lange geschnitten? Der Zusammenstoß der beiden massiven Energien beschleunigt die Ankunft von Majin Buu. Majin Buu ist wiederbelebt worden und verärgert über Daburas Beleidigungen schickt er ihn mit einem mächtigen Tritt durch die Luft. Ja, etwa so. Gohan und der Kaioshin können wegen Majin Buus blitzschnellem Tempo nicht flüchten und sind so in einer hoffnungslosen Situation gefangen, ja. Und das obwohl Gohan, glaube ich, in dieser Situation wieder ein zweifacher Super Saiyan war. Glaube ich zumindest. Weil bei ihm ist es in seiner Erwachsenenform unglaublich schwer zu erkennen, ob er jetzt ein Zweifacher ist oder ein normaler. Als der Kaioshin kurz vor der Niederlage steht, wird Buu von einem Speer durchbohrt. Autsch! Der von dem beinahe toten Dabura geworfen wird. Oha! Der Angriff zeigt jedoch keine Wirkung, was noch schlimmer ist, Buu verwandelt Dabura in einen Keks und isst ihn. Guten Appetit wünsche ich. Daraufhin zerstört Vegeta das Raumschiff und tritt auf den Plan. Mensch, lernen lesen. Oder besorgt eine Brille. Moment mal, ich habe ja eine. Und weiter geht's. Also eigentlich genau das ist passiert, was die Z-Kämpfer plus Kaioshin und ja, Kibito waren auch noch dabei, aber der ist mittlerweile, glaube ich, von Dabura zu Stein verwandelt worden. Sprich, Majin Buu wurde wiederbelebt. Das wollen sie alle verhindern, Vegeta wollte nur den Kampf und jetzt haben wir den Salat. Ja, und was passiert als nächstes? Natürlich, Vegeta tritt gegen Buu an. Oh Mann, haben wir noch Zeit? 5 Minuten? Ja, das muss reichen. Ich mache ihn auf die Schnelle platt. Nur für euch, ganz schnell. In 2 Minuten ist er down. Glaubt ihr, er schafft das? Also ich glaub's nicht, ganz ehrlich. Weil wenn der noch stärker als Vegeta reinhaut, dann gute Nacht, ey. Da kann ich mich gleich einsagen lassen. Ja, freundlich weh und je, unser lieber Vegeta. Okay. Ja.
Also nicht Buu ist nicht zu Spaß, der verträgt überhaupt keinen Spaß. Oh, natürlich. Wow, was war denn das für eine Attacke? Nein, 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 nein. Du. Jetzt bist du Marsch. Geht doch und tschüss. Oh, ja, du kannst so oft buhen, wie du willst, Mann. Da schwabbelt alles an diesem fetten... Dass der mich überhaupt sehen kann mit diesen Augenschlitzen. Bist du Chines oder was? Ach nee, er ist ein Dämon. Ganz vergessen. Oh, ich war noch nicht fertig. Das war gemein. Geh mal nach oben. Ja, er hat Glück. Dreieck for the win. Ups. Oh, gegenseitig ganz reingehauen. Oh, in den Rücken, das ist fies. Okay, da hast du recht. Vegeta, das kannst du auch nicht machen. Hey, einen Dämon in den Rücken kicken. Ich hätte beinahe kinken gesagt, das ist ja Schweizerdeutsch. Oh, das wäre vielleicht doch mal was. Ein schweizerdeutscher Part bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Egal, ich habe anders zu tun. Kann man Fuße, wie sieht's aus? Und jetzt erstmal reinhauen. Geh rechts. Ja, nicht. Sehr schön. Und tschüss, Mann. Finaler Aufprall. Was kommt denn da? Kann ich das essen? Nee, du kannst dich daran verbrennen. Buu ist sauer. Ah nee, das tut weh, nicht sauer, okay. Spricht eigentlich immer in der dritten Person von sich selbst. Okay, jetzt kann ich den abfangen. Natürlich ausweichen, das man überhaupt nicht kann. Ja. Ich habe gesagt, genau das, was ich nicht kann. Ich brauche mehr Übung in dem Spiel. Ich spiele es einfach zu selten, aber ganz ehrlich, mir geht das Spiel irgendwie total auf die Nerven. Jawohl, lustig ist es ja schon, aber die ganze Scheiße mit den... Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Du. Das Kampfsystem und dass hier alles geschnitten wird, das geht mir sowas von auf die Senke. Oh. Dreieck ist gefragt. Bitte. Von mir aus. Mach ich halt das Viereck. Ist mir doch scheißegal. Wenn du mich ganz in die Fresse haben willst, das kannst du haben. Sag mir nur Bescheid. Ich habe gar kein Problem damit. Dämonen zu verprügeln gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Wo ist der Kleine überhaupt? Oh mein Gott, Vegeta führt Selbstgespräche mit einem Sohn, der gar nicht da ist und... Ja, ich weiß auch nicht. Das ist peinlich. Was ist peinlich? Er macht doch gar nichts, Mann. Dabei war es im Original so eine coole und vor allem auch schöne Szene. Ja, zur Erklärung, im Original hat Vegeta Trunks an dieser Stelle im Arm gehalten. Deshalb sagt Trunks ja auch, Mann, das ist peinlich. Man, er ist schon ein großer Junge, da will nicht noch von seinem Papa umarmt werden. Dafür wirst du büßen, Buu! Dafür, dass wer auch immer dafür verantwortlich ist, sie ja so eine Scheiße aus dem Spiel gemacht hat. Mann, was habt ihr euch dabei gedacht? Na, war's spaßig, hä? Mich so zu verarschen, alle anderen? Wie könnt ihr es wagen? Ich kann doch nicht dafür, Mann. Ich bin ein dicker, fetter, hässlicher Datenklops. Guck mal. Ups. Verdammt. Nicht mehr alles. Egal. Ja. Rechts. Oh, er macht's auch. Scheiße. Finaler Aufprall. Da hat Buu sicher keine Freude daran, denn jetzt geht er hops. Oh Scheiße, nicht schon wieder. Finale Explosion. Ich schätze mal, das ist Majin Vegetas Ultimate Attack, oder? Oh. Scheiße! Also eigentlich müsste diese Attacke den ganzen Planeten in die Luft jagen, hey. Boah, ist das übel! Okay, alles schwarz-weiß. Eigentlich war ja nur Vegeta schwarz-weiß. Und es ist passiert. Vegeta hat den Kampf verloren. Oder hat er doch gewonnen? Ich meine, er selbst ist gestorben, aber Buu scheint auch tot zu sein. Wie geht es weiter bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi?
Werden wir Kid Trunks und Goten doch noch zu sehen bekommen? Oder haben sie diese auch irgendwie wieder rausgeschnitten, genauso wie Gohan als Erwachsenen? Ich weiß noch nicht, ich weiß nur eins. Seid im ersten Mal wieder dabei, wenn es heißt Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Part, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Bis dann, ciao zusammen.